warum du mit deinem Date solltest. Auf eine Hängebrücke gehen. Genau. Oder gut Bungee-Jumpen. Ihr seht, da wird es schon mal ethisch, moralisch ein bisschen schwierig. Aber eben, nochmal schnell zum Klarstellen. Das Experiment ist vielleicht ein Ansatz von einer Erklärung, wieso das so zum Beispiel Zweiter Weltkrieg kann passieren. Faszinierend ist, wieso die Gruppenzugehörigkeit mega wichtig ist für die Leute, auch wenn sie irgendein Verhalten machen, das keinen Sinn macht. Ein Kind hat in diesem Raum eine Spielzeugpistole gefunden. Ist zu dieser Puppe angelaufen und hat die Puppe erschossen. Auf der instabilen Brücke haben viel mehr sexuelle Antworten gegeben. Oder man hat in den Antworten, die sie gegeben haben für die Umfrage, mehr sexuelle Inhalte entdeckt. Also mehr so Flatter halt. Spannend. Hey, ja, jetzt, die Folge war wild, Mann. Da sind wir massiv. Ich frage mich, es sind wahrscheinlich noch 3 Leute am Zuhören. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind 2 Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim. Ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der 14. Folge. Und wir haben heute ein bisschen anderes Thema oder andere Themen. Und zwar haben wir mal gedacht, wir versuchen jetzt einfach mal, was haben wir vorbereitet? Tim, ich sehe, du hast da 3 Seiten Notizen ausgedruckt. Ich bin impressed. Plus hast du dein Notizbuch noch dabei. Wow, du hast dich super vorbereitet. Nein, also... also vielleicht müssen wir schon starten mit... Der Ivo und ich sind heute recht chaotisch unterwegs. Wir haben vorher ein bisschen geredet und wir haben es zwar sehr, sehr lustig gehabt und haben es immer noch lustig, aber wir verlieren uns ein bisschen in Gedanken und Gespräch. Wir probieren ein bisschen einen roten Faden zu finden, aber einfach, dass ihr wisst, wenn wir manchmal nicht wissen, was sagen oder völlig in eine falsche Richtung gehen, dann liegt es an dem. Ja, ich habe 3 A4 Seiten doppelseitig ausgedruckt. Und mein Notizbüchlein ist unten dran, aber einfach damit ich besser schreiben kann, weil ich habe ja sonst kein Dings. Aber es fängt schon an. Es tut mir leid, wir sind ein bisschen aufgedreht. Ja. Ein bisschen überdreht. Aber es ist okay, wir nehmen ja. die positive Energie mit. Es ist Wochenende, jetzt wo wir da aufnehmen. Und das Wetter ist hervorragend. Vielleicht liegt es auch an dem. Wir sind gut drauf. ja. Nein, und ich habe 3 A4 Seiten ausgedruckt, weil ich mich... Du sagst jetzt super vorbereitet, aber es ist einfach ChatGPT und ich habe dann gefunden, ich tue jetzt das ausdrucken. Falls ihr das gehört habt, da ist er durchgeschletzt worden. Ja, ich habe das einfach ausgedruckt, weil wir schauen heute so für uns... der Ivo verklebt. Was ist los? Wir müssen uns erden. Ja. Also. Das war ein bisschen anthroposophisch. Sitzt du jetzt einfach gerade an und tust deine Beine schön auf den Boden, damit du dich erdest? Ich tue meine Füße erden. Kennst du das nicht? Ja doch, aber für das musst du draussen sein. Nein, du kannst dich auch so mit dem Boden verbinden. Okay. Gut geerdet. Also gut. Das ist das Thema für eine andere Folge. Nein, jetzt müssen wir anfangen. Also das heutige Thema ist, wir schauen so spannende Studien an oder unterhaltsame Studien. Wir haben uns einfach den Auftrag genommen für diese Folge, dass wir Studien oder psychologische Theorien auch aus der Vergangenheit, die überhaupt nicht mehr aktuell sind, nicht mehr passen, wo man weiß, dass es nicht mehr stimmt. Aber einfach, um mal so ein bisschen zeigen, wo die Psychologie überall unterwegs ist und wie wild das es manchmal auch kann sein. Und darum sind es bei mir mal für einmal ausgedruckt. Ja. Und man muss auch sagen, oftmals ist es so, dass irgendetwas gemacht wird, irgendein Experiment oder irgendeine Theorie kommt raus und dann besteht die vielleicht einmal eine Weile und dann wird versucht, das irgendwie zu replizieren, also die Studie zu wiederholen und dann merkt man, das ist jetzt doch nicht ganz so. Aber es ist wie nicht schlimm, weil es baut meistens aufeinander auf, gewisse Sachen werden adaptiert, ein Teil davon ist vielleicht richtig oder gibt spannende Hinweise, wie sich es entwickeln könnte. Also, auch wenn, und das finde ich eigentlich noch schön, auch wenn mal eine Theorie komplett falsch ist, es gibt meistens einen Impuls, in dem Thema rein, wo man das genauer untersucht und dann kommen neue Erkenntnisse und darum, auch die Studien, die wir jetzt genommen haben, die werden herkritisiert auch manchmal und das wird auch zu Recht kritisiert. Nicht alle, also meine sind. Also nicht alle, ja, aber ein Teil. Und wir möchten auch jetzt bei denen oder bei Theorien, die wir jetzt haben, auch wenn es nicht mehr stimmt, es ist ein Auslöser für etwas Neues und das tun wir auch verknüpfen mit dem und dass ihr zum einen unterhalten werdet, aber auch etwas lernen. Wie heisst das Genre, wo wir drin sind? Educational.
Edutainment, genau. Und da sehen wir uns voll drin, dass wir zum einen unterhalten, aber auch etwas weiter geben können. Voll. Hey, und ich finde es wirklich noch spannend. Also, 2 von diesen Studien habe ich mir wirklich überlegt, hey, okay, gut, was hat mich während dem Studium fasziniert? Und 2 von diesen Studien sind wirklich so aus dem Studium, wo ich so war, wo ich das erste Mal gehört habe, bin ich so gewesen, oh, das ist noch krass. Du mir. Dann fang doch gerade an. Sollen wir mit etwas Lustigem anfangen, weil wir gerade lustig unterwegs sind? Okay, also wir fangen an mit dem Hängebrücke-Experiment. Und warum du mit deinem Date solltest? Auf eine Hängebrücke gehen. Genau. Oder gut Bungee-Jumpen. Genau. Und zwar ist das von Dutton und Aaron, 1974. Und zwar ist die Idee gewesen, man hat 2 Arten von Brücken gehabt. Man hat eine Hängebrücke gehabt, die so gewackelt hat. Und man hat eine stabile Brücke gehabt. Und man hat dann relativ gut aussehende Frau auf die Brücke gestellt und hat ihr gesagt, hey, Männer, die vorbeikommen, du musst bitte ansprechen für, es geht so um eine Umfrage. Und sie haben dort müssen irgendwie ihre Nummern angeben und haben müssen, ja, wie eine Umfrage ausfüllen. Und was man gesehen hat, ist, dass man hat das gemacht mit Männern auf der stabilen Brücke und mit Männern auf der instabilen Brücke. Und bei der instabilen Brücke löst bei vielen vielleicht so ein bisschen mehr Höhenangst aus oder so ein bisschen Unsicherheit. Und was man herausgefunden hat, ist, dass die Männer auf der instabilen Brücke haben viel mehr sexuelle Antworten gegeben. Oder man hat in den Antworten, die sie gegeben haben für die Umfrage, mehr sexuelle Inhalte entdeckt. Also mehr so Flatter halt. Ja. Und sie haben sich mehr im Nachhinein gemolden. Das heisst, sie haben dann öfters auch ihre Nummern abgegeben für irgendwie so Nachfragen und so und haben sich dann dort dann auch öfters gemolden. Jetzt, wieso ist das so? Und wieso fange ich mit dem an? Weil wir haben schon mal über das Thema geredet. Und zwar, wo ich gemerkt habe, wenn ich Kaffee trinke, werde ich nervöser in Vorlesungen. Also wenn ich eine Vorlesung gebe. Weil mein Herzschlag durch das Koffein erhöht ist und ich dort das dann mit Angst verknüpfe. Und dasselbe ist passiert auf dieser Brücke, dass die Männer, die auf der Hängebrücke sind, einen höheren Puls haben und das dann mit Attraktivität oder mit sexueller Erregung gleichgesetzt haben und der Körper nicht können unterscheiden zwischen, hey, bin ich jetzt nervös wegen der Frau oder bin ich nervös wegen der Hängebrücke. Und ich finde das noch spannend, wie sie dann in dieser Studie auch gesehen haben, hey, okay, was kann man lernen fürs Datingleben? Ich frage mich, ob das replizierbar wäre, du hast vorhin von dieser Replikationskrise geredet, ob es replizierbar wäre andersrum. Also ein Mann auf der Brücke und wo Frauen befragt. Warum denkst du ja und warum denkst du nicht? Also wieso, ob man es kann replizieren oder nicht? Ich erhoffe mir, dass man es replizieren könnte. Ja. Also ich gehe davon aus, dass man es replizieren könnte. Ich glaube, wir sind so sozialisiert, dass Frauen weniger den ersten Schritt machen. Und darum sie vielleicht zwar gleich die Anziehung verspüren und das verknüpfen mit der Attraktivität von einer Person, aber weniger darauf reagieren. Also dass sie dann weniger dann anfangen zu flattern aufgrund von dem. Oder dass sie weniger nachher sich dann nochmal melden aufgrund von dem. Ja. Weil wir einfach so sozialisiert werden, dass eher Männer den ersten Schritt machen. Ja. Und da steckt ja eigentlich etwas mega Spannendes dahinter. Und zwar so ein bisschen, zum Teil manchmal unbewusste Interpretation, manchmal auch die bewusste Interpretation von Körperwahrnehmungen. Oder jetzt gerade so auf einer Hängebrücke, ich mit ein bisschen Höhenangst, wäre auch so ein bisschen aktivierter, oder? Und dann kommt es halt immer darauf an, wie tut man seine Emotionen, die man fühlt, oder etwas, was ausgelöst wird, wie tut man die auch interpretieren. Und da war es wie so gewesen, weil jetzt noch eine attraktive Frau auf dieser Brücke gestanden ist das vielleicht eher als Anziehung, oder ich meine, manchmal, wenn jetzt eine wunderschöne Frau durchläuft, dann ist man gerade so, boah. Oder nicht, ich bin verlobt. Okay. Reinlaufen lassen. Genau, dann löst das etwas aus. Und das ist aber jetzt nicht nur bei attraktiven Frauen so, sondern allgemein im Leben. Und du hast das Beispiel gebracht mit dem Kaffee am Morgen, wo eine körperliche Reaktion ist. Aber das ist zum Beispiel auch in Leistungssituationen,
mega so. Also wie ich jetzt meine Körperempfindungen interpretiere. Und das ist zum Beispiel bei Leistungssportlern, wo sagen wir mal, sie sind kurz vor dem Start bei einem Wettrennen, wenn sie jetzt sagen wir, 100 Meter Sprinter sind, wie tun sie die Aktivierung im Körper interpretieren? Ist es Nervosität oder ist es Aufregung. Oder hast du es anders vorgesucht? Ja. Ah, was hast du? Es gibt eine positive Form davon. Aufregung? Ist Aufregung. Ja, ja. Oder so eine, genau, oder Fokussiertheit oder so. Oder Also es geht mega oft auch einfach um, wie attribuierst, das ist jetzt ein kompliziertes Wort, wie verstehst du deine körperliche Reaktion. Und dort schon nur eine positive oder eine negative Begründung dafür zu suchen, kann mega helfen, mit dem umzugehen. Also Leute, die nervös sind vor einem Vortrag, sind wahrscheinlich das negativ am bewerten. Also sagen, oh, nervös ist nicht etwas Gutes. Aufgeregt sein kann etwas sehr positiv sein. Also ich bin aufgeregt, weil ich habe morgen Geburtstag, oder ich bin aufgeregt, weil etwas Tolles passiert. Und wenn du anfängst, deine Reaktion, wo du jetzt vielleicht noch Nervosität nennst, anfängst, die zu betiteln als aufgeregt, kann das über längere Zeit dann schon Einfluss haben. Also so etwas Kleines kann schon einen Unterschied machen. Und das ist ja spannend, zumal vielleicht ganz so objektiv auf das zu schauen. Wenn ich nervös bin, was heisst das für meinen Körper? Was passiert dort? Und das aufschreiben. Wenn ich aufgeregt bin oder sehr vorfreudig, was passiert dort? Und dann schauen, das ist vielleicht mega ähnlich oder das unterscheidet sich oder so. Und zum so ein bisschen ein Wissen dafür bekommen, wie reagiert mein Körper und wie kann ich das vielleicht auch unterschiedlich interpretieren und wahrnehmen. Voll. Darum als Learning aus dieser Studie, fürs nächste Date vielleicht entweder Achterbahn, Riesenrad oder Hängebrücke. Der Teller, kennst du den Teller bei der Kilby? Ja, aber dort wird er einfach schlecht, dann kommen nachher dann andere Sachen noch dazu. Ja, je nachdem. Ja. Also ich kann es nicht handeln. Ich auch nicht, ich bin nicht so der Achterbahn-Typ. Ja. Das Leben ist schon genug Achterbahn. Was hast du die nächste? Ja. Wenn wir zu der nächsten gehen. Ich habe jetzt ein bisschen weniger lustige Studien mit. Also lustig. Ich habe jetzt die nicht lustig ich habe nachher auch unlustige. Keine Angst. Es wird schon noch dark. Und zwar geht es um ein Experiment von Stanley Milgram, wo es, da weißt du welches, wo es ausgeschrieben wurde. Also sie haben Testpersonen gesucht und es ist ausgeschrieben worden, dass es ums Thema Lernen geht. Und sie brauchen noch eine Lehrperson quasi, die das überprüft. Und der ganze Versuch war so aufgebaut, dass in dem Raum ist der Versuchsleiter drin gehockt. Der war eingeweiht in das ganze Experiment. Also er hat genau gewusst, um was es geht. Dann der Lehrer, das war die Testperson. Die hat nicht gewusst, um was es geht. Also der ist wie so eine Cover-Story erzählt worden, also eine Geschichte, warum sie da ist, also ein bisschen in die Irre geleitet worden. Und dann ist noch eine dritte Person dort reingehockt, quasi der Schüler. Die Person war aber auch eingeweiht mit das ganze Experiment, um was es geht. Und dann ist wie so ein Fake Zufallsmünzwurf gemacht worden, wer welche Rolle hat, ob jemand der Lehrer ist oder der Schüler. Und es war aber ein Fake-Münzwurf. Es war nachher klar, dass die Person, die freiwillig reinkommt, die Lehrperson wird. Und dann hat sich der Schüler hinter eine Wand gesetzt, wo man sich selber nicht gesehen hat. Also wie wenn es zwischen uns eine Wand ist, aber wir hören uns noch. Und die Aufgabe war, also der Versuchsleiter hat nachher die Aufgabe erklärt und hat gesagt, hey, du stellst dieser Person Wissensaufgaben, es ist glaube ich um so sprachliche Aufgaben gegangen. Du stellst dieser Person die Aufgabe und wenn die Person richtig antwortet, dann geht es weiter und wenn nicht, dann musst du als Bestrafung der Person einen Elektroschock geben. So wild. Ihr seht, da wird es schon mal ethisch, moralisch ein bisschen schwierig. Aber eben, nochmal schnell zum Klarstellen, also es sind nicht effektiv Elektroschocks verteilt worden. Die Person, die untersucht wurde, hat das nur das Gefühl gehabt. Genau. Weil der Schüler sowie auch der Leiter sind beide eingeweiht gewesen. Und wenn er den Knopf dann gedrückt hat, hat der Schüler, der ein Schauspieler war, einfach so da, als bekommt er einen Elektroschock. Genau, der hat einfach geschrauen. Und die Elektroschocks, die sind immer in 15 Volt Schritt, die sind immer stärker geworden. Das heisst, wenn jetzt du zum Beispiel das erste Mal die Frage falsch beantwortest, hast du einen Elektroschock bekommen, der
minim ist, also jetzt, wenn das ihm wirklich passieren nicht so fest, aber es hat immer zugenommen. Dementsprechend hat auch die Reaktion, die man zwar nicht gesehen hat, aber gehört hat, ist die Reaktion immer intensiver geworden. Und es ist so wie gegangen, sind das mit, glaube ich, in einer Studie mit 40 Leuten gemacht, dass von diesen 40 Leuten 26 Das ist so abgefuckt. Teilnehmer, die nicht eingewechselt sind, 26 Teilnehmer bis zu der maximalen Stufe gegangen sind, 450 Volt und den Elektroschock-Knopf gedrückt haben. 26 Leute, 14 Leute haben vorher aufgehört. Und ist nicht irgendwie auch betitelt gewesen, dass die stärkste Ausprägung, dass die lebensgefährlich ist? Doch, genau. Und du kannst dir vorstellen, wie die Person geschrauen hat, also fake geschrauen hat. Und es hat wie so eine Stufe gegeben, dass wenn jetzt die Versuchsperson gesagt hat, hey, ich will das nicht machen, dass der Versuchsleiter wie so gesagt 4-mal, die Regel war, dass er 4-mal sagt, hey, das ist wichtig, dass du weitermachst. Nachher, wenn er nochmal sagt, hey, ich kann das nicht, doch, es gehört zur Untersuchung, es ist wichtig, dass wir die Ergebnisse haben. Also er hat 4-mal sie ermutigt zum Weitermachen, beim 5. Mal haben sie abgebrochen. Also du bist 4-mal wieder verstärkt worden, wenn du sagst, nein, ich kann nicht, oder? Und genau, um was geht es dort? In der Studie, es ist super oft auch kritisiert worden. Man kann auch sagen, hat das wirklich den Effekt, wo man erwünscht hat, dass es so lebensnah ist? Da kann man darüber diskutieren, aber um was geht es? Es geht um so ein Thema Autorität und Verantwortung. Weil der Versuchsleiter hat gesagt, er trägt Verantwortung, wenn der Person etwas passiert, hinten dran. Was ultimativ schwierig ist, weil schlussendlich tut ja trotzdem die Person den Elektroschock auslösen. Aber wir kommen in so einen Schafsmodus. Wir machen einfach, was uns gesagt wird. Und ich finde es crazy. Und das ist jetzt, ich meine, das ultimative Extreme. Extreme? Extrem. Das ist das ultimative das ist das ultimative Extrem. Aber das sehe ich auch schon nur im Geschäftsalltag. Wenn du eine Chefin oder einen Chef hast, wo von ihrem Chef oder Chefin gesagt bekommt, hey, das muss bis dann und dann gemacht werden, dann kann es auch mal gut sein, dass die Chefin, also auf der mittleren Etage, wie jetzt in dieser Studie die Lehrperson, mal etwas macht oder Druck auf die Mitarbeiter ausübt, wo sie eigentlich gar nicht möchte. Einfach weil von oben auch der Druck kommt und die Autorität von oben sagt, mach jetzt, oder wir müssen Überstunden machen, oder nein, die Person ist nicht wirklich krank, die soll jetzt arbeiten. Und das ist schon crazy, wie fest, dass wir uns hinter Autoritätspersonen auch verstecken. Ja, oder halt auch vielleicht eine gewisse Angst haben, den Widerstand zu leisten, wirklich. Oder? Also ich meine, auch wenn du, ich verstehe es jetzt in dem Experiment, du hast 5-mal müssen Nein sagen, bis du wirklich rausgekommen wärst. Also ich verstehe es auch voll. Ja, ich meine, es macht mega Druck. Aber ja, ich meine, ich könnte mich selber jetzt nicht einschätzen in dieser Situation. Auch wenn du sagst, hey, ich mache das nicht und dann wie Druck ausübt, ich weiß es nicht. Und eben so eine, zum einen hast du wie eine Verantwortung, das nimmt schon mal mega Druck weg. Und ich will das jetzt nicht schön reden. Ja. Aber es ist halt wie so, es passiert im Mensch etwas, wo sagt, ja, du hast ja die Verantwortung. Ich habe das Gefühl, das Experiment ist vielleicht ein Ansatz von einer Erklärung, wieso das so zum Beispiel Zweiter Weltkrieg kann passieren. Da kommen aber noch ganz andere. Ja, da kommen noch. Aber ich sage, es ist ein Ansatz von einer Erklärung, wieso dass Menschen zu so schrecklichen Sachen fähig sind, weil ich glaube, dort wird auch sehr viel über Autorität gemacht. Ja, es ist nicht deine Verantwortung, der Chef hat gesagt oder die Chefin hat gesagt. Und ich finde es schon eine sehr eindrückliche Studie, zu was wir fähig gemacht werden. Wenn wir einfach machen, was uns gesagt wird. Ja, und ich meine, das ist ja auch, ich meine, was da mir für ein Konzept, und wir müssen das auch nicht allzu fest vertiefen, einfach mal anreißen, so jetzt gerade, wenn du jetzt den Bezug machst zu Organisationen, Unternehmen, so das Thema psychologische Sicherheit auch, oder? Oh, yes. Und psychologische Sicherheit ist eigentlich so das, dass ich als Mitarbeiter in einer Organisation eigentlich das Risiko kann eingehen kann, meine Meinung, meine Anliegen zu sagen
Und auch Fehler zu machen. Ohne dass ich dafür sozial abgestraft wird und irgendwie nachher negative Konsequenzen durch das haben. Und da gehört halt auch dazu, Sachen hinterzufragen, Kritik zu äußern. Wenn du jetzt als Beispiel, du bist mein Vorgesetzter und ich habe aber keine psychologische Sicherheit und eher ein bisschen Angst vor dir, mehr Angst als Respekt, und du mir etwas sagst und sagst, hey, look, das und das ist mir gesagt, was ich mir jetzt umsetzen, und ich aber total unsicher bin, dann mache ich es einfach. Wenn wir aber eine stabile Beziehung haben und psychologische Sicherheit dort gegeben ist, bin ich eher, hey, Tim, können wir echt noch über das reden? Weil ich habe das Gefühl, wenn wir das so und so machen, bringt uns das nicht weiter, sondern im Gegenteil, hat noch negative Konsequenzen. Oder? Und dann können wir darüber reden. Aber ich brauche wie die Sicherheit, das anzusprechen. Ja. Und es gibt mehrere Beispiele von Unternehmen, wo psychologische Sicherheit nicht gegeben war und Sachen einfach umgesetzt worden sind, obwohl vielleicht jetzt der Ingenieur von denen, kein Boeing ist so ein Beispiel, wo man ein neues Flugzeug, ein Modell hat entwickeln, und viele gesagt haben, hey, mit dieser Technik und wenn wir das und das müssten wir noch anpassen. Aber man hat sich nicht getraut, das zu zeigen. Ja. Und nachher sind sie auf Flugabsturz gekommen. Genau. Das sehe ich auch noch ein bisschen dort drin. Ja. Das war jetzt ein bisschen Dämpfer. Soll ich wieder rauflupfen oder soll ich nochmal einen nehmen, der uns richtig runterbringt? Ich bin eigentlich fast das zweite lustiger. Du kannst entscheiden. Also gut, wir kommen zum nächsten. Und zwar der Bobo-Doll-Experiment von Bandura 1961. Und zwar, man hat dort geschaut, wie Kinder das Verhalten von Personen imitieren. Also nachmachen. Es geht dort dann auch um das Modelllernen und Beobachtungslernen. Und was man dort gemacht hat, ist, es hat in so einem Raum hat's ganz viel Spielzeug gegeben und dann hat es aber so eine Puppe gehabt, die Bobo-Doll. Und die Kinder haben zugeschaut, wie Erwachsene aggressiv zu dieser Puppe waren. Es war so eine aufblasbare Puppe. Und sie haben dort zugeschaut, wie die Eltern die Puppe geschupft haben oder auf sie sogar eingeschlagen und beschimpft haben. Und nachher sind die Erwachsenen aus dem Zimmer raus. Wieso lachst du? Nicht? Ja. Und nachher hat man geschaut, wie die Kinder sich nachher verhalten mit dieser Puppe. Und was man gesehen hat, ist, bei diesen Kindern, weil man hat wie auch da wieder zwei Gruppen gehabt, Kinder, die nicht zugeschaut haben oder die nicht das Modell hatten von einem aggressiven Erwachsenen. Das war eigentlich auch, also hat es auch eine Kontrollgruppe gegeben. Gruppe Erwachsene einfach nichts gemacht mit dieser Puppe. Ja. So, ja. Und bei diesen Kindern, die einfach die Erwachsenen sich normal verhalten haben, nicht aggressiv, die haben einfach normal gespielt. Die haben zum Teil mit der Puppe gespielt, zum Teil auch nicht, also mit ganz anderen Sachen gespielt. Und bei dieser Gruppe aber, wo die Erwachsenen sich aggressiv gegenüber dieser Puppe verhalten haben, haben es die Kinder imitiert. Und das Interessante ist, dass sie nicht nur genau das Gleiche gemacht haben wie die Erwachsenen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Erwachsener die Puppe geschupft hat, dann hat man gesehen, viele Kinder tun dann auch schupfen. Aber was man auch gesehen hat, ist, dass sie neues aggressives Verhalten zeigen, das die Erwachsenen gar nicht gezeigt haben. Wie meinst du? Was ich ganz krass finde, wir reden da von Kindern im Alter von 3 bis 5. Ein Kind hat in diesem Raum eine Spielzeugpistole gefunden. Holy shit. Ist zu dieser Puppe angelaufen und hat die Puppe erschossen. Mit dieser Spielzeugpistole. Krass. Und es hat niemand von den Erwachsenen hat die Pistole angelangt vorher. Ah, shit. Und das Experiment hat wie gezeigt, dass wir halt Verhalten imitieren, ob das positiv oder negativ ist. Und hat auch so ein bisschen aufgezeigt, wie wichtig das ist, dass man gute Vorbilder hat. Und was dann dort entstanden ist, und du hast ganz am Anfang gesagt, dass viele Experimente etwas angestoßen haben, auch wenn sie dann nachher vielleicht wieder leid worden sind oder ein bisschen anders dargestellt worden sind. Was das eröffnet hat, ist die Kritik an gewaltverherrlichenden Spielen. Wo man heute ja weiss, dass es nicht ganz so schlimm ist. Also zum Beispiel all die Ego-Shooter-Games, hat man dann das Gefühl gehabt, ja gut, wenn du den ganzen Tag Ego-Shooter-Games spielst, dann müsstest du ja das Verhalten zeigen. Oder du müsstest nachher, deine Grundtendenz für Aggression müsste höher sein.
Und dann hat man dort relativ viel geforscht und dann, ich glaube jetzt so in den letzten 10 Jahren hat man herausgefunden, nein, das ist eigentlich gar nicht so. Und ich persönlich kann auch sagen, Mario Kart macht mich hässiger. Ja. Aber ja, das habe ich noch krass gefunden, vor allem, dass halt die Aggression sich wie ausgeweitet hat. Mhm. Es hat eigentlich wie so die Richtung vom Verhalten gelenkt, aber dort hat sich dann Ist Eigenes entstanden. Ja, das ist krass. Ja. Und das zeigt auch einfach, wie groß der Einfluss ist, wo man hat auf. Als ältere Geschwister, die... Da ist jetzt die Frage, sind es random Erwachsene gewesen, oder sind es die Älteren gewesen? Da steht so ein Erwachsene. Da steht nicht spezifisch Ältere. Okay, ich glaube, wenn es die Älteren gewesen wären, dann... Wäre noch stärker wahrscheinlich. Ja. Oder dann wäre es auch geschrieben worden. Ja. Okay. Ja. Hey, darum... Und also eben, die Kinder, die kein aggressives Verhalten gezeigt haben, die haben einfach friedlich gespielt. Also keins von denen hat es im Ansatz so aggressives Verhalten gezeigt, wie die Kinder, die das aggressive Verhalten gesehen haben. Mhm. Ja, also glaube, man muss sich da schon bewusst sein, was man für eine Rolle hat. Und ich meine, das kannst du ja auf alles nennen, nicht nur aggressives Verhalten. Hey, ich kann das gerade sagen. Weißt du, das finde ich jetzt so mega spannend. Auch etwas, was ich so gestern gemerkt habe, wo ich ein bisschen recherchiert habe. Und zwar, es zeigt einfach, was alles für Verhalten im Menschen stecken können. Ich meine, die Leute, die ich jetzt so in dem Experiment vorher, die haben null Intention gehabt, um jemandem weh zu machen. Du meinst, was wir alle für ein Potenzial haben? Alles. Alle, oder? Und ich meine, gestern habe ich mich so ein bisschen mit Persönlichkeitsstörungen auseinandergesetzt. Mhm. Und weißt du, welche Typen es gibt und wie sich die unterscheiden? Wegen einer Serie hat mich das gerade wundern. Ich habe so ein bisschen recherchiert und nochmal geschaut, was gibt es da für Unterscheidungen. Und nach in Persönlichkeitsstörungen ist ja wie ein Kriterium, dass es aus der Kindheit rauskommt. Oder? Also nicht plötzlich mit 48 entsteht, sondern es muss Ereignisse in der Kindheit haben und es muss auch dort schon Vorfall gegeben haben. Und ich meine, gerade das zeigt ja, dass jetzt eine ganz schreckliche Erziehung und ganz schreckliche Kindheit aus Kind ganz dysfunktionale Menschen auch entstehen können. Aber hätten die ein anderes Umfeld gehabt, wäre das gar nicht entstanden. Und das finde ich jetzt gerade mega spannend, dass wir ganz unterschiedliche Potenziale in uns inne haben und je nachdem, was für Situationen, was für Erziehung, egal, alles, ich meine, es sind ja so viele Einflüsse, egal, ganz unterschiedliche Einflüsse auf uns einwirken, kommt ein anderes Verhalten. Aber es steckt so viel in uns inne. Ja, voll. Ich finde zum Beispiel, ich frage mich jetzt gerade, ich wollte ursprünglich Ingenieur werden. Jetzt wirklich? Jetzt stell dir vor, ich hätte mich nicht für das Psychologiestudium entschieden, sondern für das Ingenieurstudium. Ich wäre jetzt wahrscheinlich ganz anders. Ja. Jetzt nicht extrem anders mit so vielleicht dysfunktionalem Verhalten, aber ich meine, die Studiumszeit und all das, mit was man sich auseinandersetzt, schon prägend. Ist sehr prägend. Und ich wäre wahrscheinlich ganz anders jetzt mit 28. Voll. Oder? Was ich zum Beispiel mir angewöhnt habe, ich tue mich jetzt noch outen, ich hoffe, die Polizei lässt nicht zu, aber ich bin auch schon über Rot an der Ampel gelaufen. Aber was ich nicht mache, ist, wenn ein Kind nebenan steht, oder vis-à-vis auf der anderen Seite, das ist für mich der einzige Grund, wieso dass ich nicht über Rot laufen sollte, wenn kein Auto da ist. Also weil manchmal, es gibt so die roten Ampeln, wo du einfach anstehst und du siehst 40 Meter in die eine Richtung, 40 Meter in die andere Richtung und du bist so, okay, es kommt kein Auto, läufst halt drüber. Aber wenn ein Kind dort vorne dran steht, das ist für mich dann nämlich so, okay, jetzt warte ich halt schnell. Ja, das mache ich auch, aber ich bin immer ein bisschen kritisch. Weißt du so? Ich bin so, wenn ich jetzt dem Kind zeige, dass ich mich einfach konform verhalte, obwohl es keinen Sinn macht, dann bin ich ja ein schlechtes Vorbild und lerne nicht kritisch zu denken. Aha. Kommt da vielleicht ein bisschen Reaktanz rein? Nein. Haben wir auch schon gehabt. Und ich habe manchmal Reaktanz, ich weiss. Aber genauso bei so Lichtsignal, am 11 Uhr am Abend, 30er-Zone. Ja, aber die Kinder können ja nicht unterscheiden zwischen... und darum mache ich es nicht. Okay. Aber ich denke mir einmal so, ich mache es ja aus dem Grund, weil ich keinen Sinn in etwas sehe. Ja, ich jetzt aber Kinder können wie nicht differenzieren oder unterscheiden zwischen wann macht es Sinn und wann nicht, sondern sie am Anfang leben sie einfach sehr fest mit Regeln und die Regeln ist, wenn rot ist, laufe ich nicht und wenn grün ist, darf ich laufen. Genau, ich mache es auch nicht. Okay.
Ich sage nur, was noch Du bist auch ein guter Mensch. was noch ein weiterer Gedankengang bei mir ist. Okay. Und wenn wir gerade so bei dem konformen Verhalten sind, haben wir gerade einen guten Übergang zu der nächsten Studie. Und da finde ich es spannend. Wir haben das gleiche Phänomen, aber unterschiedliche Studien. Ja. Also meine ist eigentlich der Aufbau auf dieser Studie vom Asch. Kannst du mal, weil er ist glaube ich so der Erste, Er ist der OG. wo das so ins Leben gebracht hat, in die Diskussion hineingebracht hat. Darum würde ich dir gerne nochmal das Wort geben, um die Einleitung zu machen und ich bringe nachher... Also der Solomon Asch, 1951 schon, hat geschaut, okay, es gibt Verhalten, die mir zeigen, einfach aufgrund von sozialer Konformität. Was damit gemeint ist, ist, wenn andere Leute sich quasi anwählen, obwohl ich vielleicht B will, nehme ich auch A, damit ich dazugehören kann. Und er hat dort ein Beispiel genommen, wo er eine Gruppe von Personen hatte. Es sind alle bis auf eine Person sind Schauspieler oder Schauspielerinnen gewesen. Er hat ihnen 3 Linien auf einem Papier gezeigt. Eine davon war länger gewesen als die anderen 2. Und er hat die Gruppe gefragt, welches ist die lange Linie. Und das war relativ einfach gewesen. Es ist so offensichtlich. Es war offensichtlich gewesen. Und die Schauspieler haben dann amix einstimmige Antworten gegeben und gesagt, ja, die. Aber das war eigentlich die kurze gewesen. Und etwa 75% von den echten Teilnehmenden haben sich angeschlossen, mindestens einmal mit einer falschen Meinung. Also, um das noch klarer zu erzählen, es waren 18 Leute im Raum gewesen, und 17 vor dir haben offensichtlich die falsche Antwort gegeben. Und nachher wirst du gefragt und du wärst der Einzige, der die richtige Antwort gibt, aber weil die 17 vor dir, wo du nicht weißt, dass sie eingewählt sind, halt schon eine andere Antwort geben, dann bist du gesagt, ja gut, dann sage ich jetzt halt auch die. Das ist crazy. dass 75% haben mindestens einmal gesagt, ja, das ist die lang, obwohl sie gesehen haben, dass es nicht die lang ist. Und ich glaube, sie haben, also vor dem haben sie wie so Durchläufe gemacht, auch mit so Fragen, wo aber alle gleich geantwortet haben, wo richtig war. Also es gibt den Schauspielern wie so Credits, dass eigentlich sind, ah ja doch, die verstehen das auch. Und irgendwann haben sie komplett falsch geantwortet und dann ist geschaut worden, passt man sich an oder nicht. Ja, voll. Also sie haben wie müssen so eine Grundglaubwürdigkeit aufbauen am Anfang. Voll. Weil sonst wären wir wahrscheinlich schnell drauf gekommen. Ja. Aber ja, voll. Genau. Habe ich crazy gefunden. Und von diesen Konformitäts-Biases gibt es eben relativ viele Studien auch. Und ich glaube, du hast eben auch eine gehabt. Auch vom Asch? Nein. Heißt der Asch oder Ash? Ich weiß nicht. Ash ist doch der von Pokémon. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem sie ist. Aber ich habe so ein Video geschaut, wo das gemacht wurde. Und das ist relativ neu, ich glaube, so keine Ahnung, vor 5-6 Jahren. Und es ist mega oft auch schon gemacht worden. Weil es immer wieder faszinierend ist, wie so die Gruppenzugehörigkeit mega wichtig ist für die Leute. Auch wenn sie irgendein Verhalten machen, das keinen Sinn macht. Und ich habe so ein Video geschaut, das geht irgendwie 4 Minuten, das können wir sonst dann auch noch verlinken, wo genau der gleiche Prozess wie dir. Es war ein Wartezimmer in einer Arztpraxis und es sind 12 Leute dort reingeguckt. 11 Leute waren Schauspieler und eingeweiht. Oh, ich weiß nicht. Und eine Person hat nichts von dem gewusst und hockt einfach auch in dem Wartezimmer, weil sie einen Arzttermin hat. Und während dem Warten haben alle irgendetwas gemacht, einen am Handy, haben ein Heftchen am Lesen, irgendetwas. Und dann ist über die Lautsprecheranlage in dem Wartesaal ist ein Ton, so ein Piepen gekommen, so Piep. Und immer wenn es piept hat, sind die 11 Leute aufgestanden. Die 11 Schauspielenden. Die 11 Schauspielenden sind aufgestanden. Und so nach dem 3., 4. Mal, wo der Ton gekommen ist die Person, so die Person, die nichts von dem gewusst hat, ist einfach auch mit aufgestanden. Oder? Also sie sind kurz aufgestanden und dann wieder abgesessen. Und wieder abgesessen. Ja. Einfach kurz aufgestanden, abgesessen. Ja. Und sie hat nicht gewusst, wieso, aber die ganze Gruppe hat es gemacht. Ich meine, wenn 11 Leute aufstehen, ist easy weird, wenn du einfach sitzen bleibst. Und irgendwann ist sie aufgestanden. Und jetzt kommt eben der spannende Teil. Also das zeigt schon mal das gruppenkonforme Verhalten. Ja. Der spannende Teil ist aber, dass irgendwann ist, wie man das so macht, ist die Ärztin rausgekommen, hat gesagt, ja, Herr Meier, dann ist der Meier gegangen. Und all die 11 Schauspielenden sind vor dieser Frau gerufen worden. Irgendwann ist die Frau allein im Wartezimmer gehockt. Der Ton ist gekommen, sie ist aufgestanden, wieder abgesessen. Und jetzt kommt der absolut irrsinnige Teil.
neue Leute sind reingekommen, die auch nicht eingeweiht waren. Dann ist eine Person reingekommen, der Ton kommt, die Frau steht auf und der Mann nicht, weil der ist ja neu reingekommen, hat nichts von dem gewusst, ist auch nicht eingeweiht. Und so nach dem zweiten Mal schaut sie so an und fragt, was machst du genau? Und dann sagt sie ihm, hey, ich weiss es auch nicht genau, aber vorher sind wir viel mehr Leute da rein und immer bei dem Ton sind wir aufgestanden. Und das Krasse ist, absurd. dass nachher weitergegangen ist und es sind mehr Leute reingekommen und das Verhalten hat sich einfach weitergezogen, aber es hat niemand gewusst, Wieso das es macht. Steht man auf. Ja. Und es ist einfach weitergegangen. Und sie haben die Frau nachher noch interviewt und sie hat gesagt, hey, es war mir mega unangenehm gewesen, aber ich habe wie müssen. Oder? Und das ist jetzt ein harmloses Beispiel. Mhm. Das ist ein mega harmloses Beispiel, wie man sich der Gruppe anpasst und es hat sich niemand verletzt und es ist niemand geschädigt worden, weil man jetzt aufgestanden ist. Es kann vielleicht so ein bisschen ungute Gedanken auslösen und man denkt, fuck, habe mich jetzt einfach angepasst. Aber jetzt bei Phänomenen in der Welt, wo man vielleicht etwas macht, wo man gar nicht weiß warum, und man sich einfach anpasst, kann es dann gefährlich werden. Hey, ich glaube, das siehst du ja immer wieder auf so bei Mobbing-Situationen. Oh ja. Also bei Kindern auf dem Schulhof. Wahrscheinlich auch bei Mobbing am Arbeitsplatz. Aber das siehst du immer wieder, dass Kinder eigentlich gar nicht möchten, jemand anders plagen, aber weil es alle machen, machen sie mit. Mhm. Und dann, wenn irgendwie die Klassenkonstellation sich verändert und die ursprünglichen Mobber oder Bullies So weg die sind, Initianten weg sind, dass dann die am Anfang das eigentlich gar nicht machen wollen, das einfach weitermachen. Weil sie es auch da, vielleicht die Kombination zwischen Modell lernen, das was wir vorher haben, vom Bandura, das Bobadol-Experiment, wo sie auch gelernt haben, die Person macht das so, also macht das auch so. Und die soziale Konformität, die da zusammen spielen. Das ist schon crazy. Vielleicht wird es sogar noch extremer, dass du irgendwann merkst, boah, Macht gefällt mir. Dann wird es ein bisschen düster. Shit. Ja. Das ist schon crazy. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich in so einer Situation wäre, in einem Wartezimmer mit 11 Leuten, wo alle einfach immer aufstehen, dass ich dann den Mut hätte zum Fragen, so, hey, darf ich schnell fragen, bevor ich jetzt mit euch aufstehe, wieso stehen wir auf? Mhm. Und wenn die dann keine Antwort haben, ich dann das, weil, ja, ich hätte wieder Wunsch von mir selber, so Sachen zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch genau der way to go. Sachen hinterfragen. Und es gibt ja auch so Beispiele von Rezepten, die über Generationen weitergegeben worden sind. Mhm. Also zum Beispiel kann ich ein Brot backen, wo von der Urgroßmutter weitergegeben wurde, das Rezept. Und dort werden Sachen übernommen, die eigentlich gar keinen Sinn mehr machen, aber dazu mal Sinn gemacht haben, weil es zum Beispiel die Küchengeräte gar noch nicht gegeben hat. Ja. Aber es wird einfach so weitergemacht, weil es so gemacht wurde ist. Aber eigentlich könnte man das heute viel einfacher machen, weil man jetzt die entsprechenden Küchengeräte hat. Uber Eats haben. Oh mein Gott. Ja, also das ist ganz, ganz ein spannendes Thema. Gruppenzugehörigkeit, Konformität. Haben wir schon mal das Lift-Experiment in einem Podcast erklärt, Nein. oder? Haben wir noch nie? Nein. Also, weil, das finde ich auch noch witzig. Und wir haben ja probiert, wir haben das schon mal erwähnt. Nein, haben wir nicht. Also, wenn ihr das jetzt hört und ihr habt es schon mal gehört, schreibt es doch schnell in den Kommentar, weil wir wissen damals nicht mehr, was wir alles gesagt haben. Aber wir haben ja das dann mal probiert nachzumachen im Tony-Areal. Ja. Weil es gibt eine Studie auch zu sozialer Konformität, wo sie Schauspieler und Schauspielerinnen in einen Lift da haben, mit einer Tür ohne Spiegel. Mhm. Und wenn du in so einen Lift reingehst, mit einer Tür ohne Spiegel, dann gehst du rein und normal wäre, dass du dann richtig Ausgang schaust. Ja, der Rücken zu der geschlossenen Wand. Genau. Und die Schauspieler sind in diesem Lift gewesen. Und dort gibt es, glaube ich, auch ein Video. Wir müssen schauen, ob wir das finden. Da können wir das auch verlinken. Ja. Wo die Schauspieler sind rein und sind mit dem Rücken zur Tür gewesen. Und die haben alle gewusst, das sind alle Schauspieler gewesen, die haben gewusst, okay, wir müssen das machen. Dann geht der Lift haltet irgendwo an, jemand uneingeweiht kommt in den Lift rein und steht zuerst mit dem Rücken zum geschlossenen Raum und mit dem Gesicht zu der Tür und checkt dann, was halt läuft und dass alle die andere Richtung schauen und dann hat sich so langsam angefangen zu drehen und man sieht auf dem Video so richtig, wie es so socially awkward ist, so ein bisschen komisch und man ist so, okay, ich bin falsch, ich drehe mich. Und ich meine, so die soziale Konformität, das siehst du auch so
wenn jemand anfängt zu klatschen, es fangen alle an zu klatschen. Also du kannst einfach mal der Erste sein, der anfängt zu klatschen, dass die alle anfangen zu klatschen, weil man so ist, okay, dann klatschen wir Es jetzt. passt gerade in die Situation, ja. Ja, und ich finde noch krass, wie fest, dass man dort... Das ist lustig, ich glaube, wir haben sogar das mit dem Klatschen im Studium ausprobiert. Das stimmt! Also ich glaub, Stimmt, wir haben am Schluss von Vorlesungen haben wir mal einfach angefangen zu klatschen, zu Ja. schauen, ob die ganze Sie Vorlesung haben mitgemacht. Ja, und das mit dem Lift haben wir eben auch in Toni ausprobiert. Ja. Wo wir random in den Lift hineingestanden sind und dann geschaut haben, was passiert. Ja. Es ist so weird. Aber auch für uns. Ja, Für uns war es auch komisch. Ja, Ah. voll. Ja. Gut. Hast du noch eine? Ich habe noch so etwas zum Abschluss. Hast du noch eine? Ich hätte einfach noch eine letzte Hirnzelle dann. Aber Okay. Vielleicht noch so am Schluss, weil ich finde, das ist mal noch etwas anderes. Es ist keine Studie, sondern ich finde es etwas Spannendes, was sich so entwickelt hat. Und zwar der Begriff Physiognomie. Oh, wild. Physiognomie. Und dort geht es darum, dass eigentlich so die Charakteristik und die Eigenschaften von Körper und Gesicht Aufschluss darüber geben, über den Charakter und die Persönlichkeit von einem Menschen. Und das ist, was ich eben mega spannend finde, ist, dass aus der Antike eigentlich kommt. Also so die ersten Philosophen, so ein Sokrates und so, die haben sich schon Gedanken darüber gemacht, wie eine Körperhaltung oder ein Körperbau, ein Gesichtsbau können zusammenhängen mit der Persönlichkeit. Und also mittlerweile ist das wieder leid, es ist wissenschaftlich nicht haltbar, aber sie haben wie so versucht, dort einen Schluss oder Zusammenhang zu finden. Und wo das eben auch sehr spannend war, ist so mit der Gesundheit oder also zum Beispiel so die Verfärbung von der Haut, wo vielleicht könnte Aufschluss darüber geben, wie sind unsere Organe, was noch spannend ist. Also Ja, die und sind, ja nicht nur auf die physische Gesundheit, sondern auch auf die psychische. ja, Also dann hast du den Sanguiniker und den Choleriker Ja. und so gehabt. genau. Und also weißt, das meine ich genau, sie haben einen mega wichtigen Anstoß gegeben. Aber natürlich, und sie haben dann dort auch so, gerade so zum Gesicht, hat ein paar rausgeschrieben, so, Geil. so Zusammenhänge gebracht, oder? Also zum Beispiel eine Höhe und eine breite Stirn ist verbunden worden mit Intelligenz und Reflexion. Und ich meine, bei mir stimmt das jetzt, aber Aber auch nur, soll jetzt gemein sein, was? aber auch nur, weil der Haaransatz weitergeht. Ich meine schon Keimratshecke. Ja, die gehen immer weiter hinten. Vielleicht werde ich einmal intelligenter. Vielleicht. Nein, aber okay, Spaß beiseite. Aber, oder zum Beispiel Stirnfalten sind mit Zorn und Reizbarkeit in Verbindung gebracht worden. Was nicht mal so weit herkommt, weil Leute, die immer so machen, sind vielleicht auch wieder hässig. Oder? Also Leute, die immer die Stirn runzeln. Ja, Ja. oder? Oder zum Beispiel so ein markantes Kinn ist gesagt worden, dass die Leute haben eine starke Willenskraft und ein gutes Durchsetzungsvermögen. So. Oder symmetrische Augen sind für Offenheit. Und bei den Lippen auch noch etwas Spannendes. Leute mit sehr dünnen Lippen, ist gesagt, das sind eher so reservierte Personen. Und Leute mit vollen Lippen sind eher offen und gesellig und so sozial. Da kann man ja mit einer einfachen Spritze offener werden. Ja. Heutzutage ist Persönlichkeitsentwicklung sehr einfach. Ein bisschen Hyaluron. Ja. Nein, und genau. Aber was ich meine, eben, das stimmt nicht. Das mit der höheren Stirn und Intelligenz, das stimmt nicht. Ich bin nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Aber was halt sehr spannend ist, ist, dass so versucht wurde, Zusammenhänge zu finden zwischen Körper und Psyche und Persönlichkeit. Und da sind wir ja heute noch dran am Forschen. Wir haben auch schon über den Paul Ekman geredet, mit den Gesichtsausdrücken und Emotionen und eben also das ganze Nonverbale. Es wird nicht mehr so allgemein gesagt und so definitiv, also wenn du das und das hast, dann bist du so, sondern dass vielleicht körperliche Signale und Körperausdrücke situative Hinweise auf etwas Und ich können glaube, geben. sie sind dort schon, sie haben schon auch gewisse Links können machen. Also gewisse Verbindungen, weil jetzt, wir sind einfach, das mit dem markanten Kinn ist mir jetzt gerade geblieben. Sie haben gesagt, ja, das schließt dazu, dass du durchsetzungsfähig bist und quasi durchsetzungsstark.
Wahrscheinlich nicht direkt, aber indirekt vielleicht schon, weil ich habe mal gemeint zu lesen, dass ein markantes Kühne oft auch vom Testosteronspiegel abhängig ist. Aha, Also der Muskelbau ist vom Testosteronspiegel abhängig, bei Männern zumindest. so das da. Mhm. Der Jawline. Der Jawline, ja. Also vor allem halt, wie breit das ist. Aber bin nicht ganz sicher. Und das höhere Testosteron könnte wiederum dazu führen, dass du durchsetzungsstark bist und quasi deinen Point kannst machen. Ja. Also schon dort, und ich finde es noch geil, dass man das nicht einfach nur bashen, sondern sagen, hey, das hat nachher zu Sachen geführt, wo man dann weitere Studien können machen. Und ich glaube, das ist, ich würde sagen, das beschreibt die Wissenschaft, Psychologie Oder sehr Philosophie. gut, oder Philosophie. Aber ich meine jetzt auch die moderne Psychologie. Beschreibt das ganz gut, weil du wirst nie mit einer Studie das absolute Wissen herausfinden. Weil es ist Psychologie. Also es ist Psychologik und nicht die richtige Logik. Und du wirst nie die Realität herausfinden, aber du kommst vielleicht mit jeder Studie einen Schritt näher an die Realität. Und auch wenn du etwas nicht herausfindest oder etwas keinen Zusammenhang hat, bekommst du einen Schritt weiter, weil dann Du kannst weißt, das stimmt, das ist dann nicht. Ja, voll. Und was ich auch mega spannend finde, das ist auch so ein bisschen um Symmetrie gegangen. Und ich habe das mal gelesen, dass Attraktivität von Leuten... Bin ich momentan voll im Thema drin. Attraktivität ist, also das habe ich mal irgendwo gelesen, je symmetrischer ein Gesicht, desto attraktiver finden wir eine Person. Und es gibt doch das brasilianische Model, ist es Gisele Bündchen, wo man sagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo fast ein Das ist für mich die Ex von Tom Brady. Aha, wo man sagt, und sagt, sie hat fast ein perfekt symmetrisches Gesicht. Ja. Der Grund dafür, weil ich bin jetzt momentan wirklich fest im Thema, was ist Schönheit und also ein bisschen ich habe vorher den Witz gemacht zu Hyaluronspritzen und so, sorry. Aber ich bin momentan auch dort fest drin. Der Grund, wieso das symmetrische Gesichter schöner sind, ist, weil unsere Schönheit wird fest definiert durch den Durchschnitt, was wild tönt. Aber sie haben gesehen, dass wenn sie mehrere Gesichter von unterschiedlichen Personen mit einer KI zusammenmorphen, dass das eine Person wird die sehr viel attraktiver bewertet als jede einzelne von diesen 10 Personen. Also unser Hirn schafft Schönheit durch einen Durchschnitt von dem, was wir sehen. Und ein Durchschnitt ist auch symmetrisch. Und darum je symmetrischer ein Gesicht, desto schöner. Ist noch wild. Spannend. Wieso beschäftigst du dich mit dem Thema, wenn ich frage darf? Weil ich ein sehr spannendes Gespräch hatte mit meinen Arbeitskollegen. Das ist aufgrund von dem? dem? Ja. Voll. Spannend. Hey, ja, jetzt, die Folge war wild, Mann. Da sind wir massiv. Ich frage mich, es sind wahrscheinlich noch 3 Leute am Zuhören. Hä, wieso? Einfach, ich habe das Gefühl, wir sind nur chaotisch gewesen. Aber es war geil. Also ich habe es geil gefunden. Also ich habe jetzt gefunden, wir haben... Ja klar, sind wir ein bisschen chaotisch, aber wir haben versucht, noch etwas mitzugeben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ist jetzt so das Learning? Was geben wir mit nochmal zusammengefasst? Jede Studie gibt uns neues Wissen und keine Studie wird uns alles Wissen geben. Okay. Mic drop. Nein, ja. Ja, und ich finde jetzt gerade so, wo wir jetzt halt auch noch drauf gegangen ist, so das ganze Konformität und Autorität, da vielleicht auch mal so ein bisschen... Also ich habe jetzt Tipps für Datings mit dem Herzschlag. Ich habe Tipps für, wie ihr euch verhaltet in einer grossen Gruppe, dass ihr vielleicht hinterfragt. Ich habe Tipps um Umgang von Autoritätspersonen und dass man vielleicht auch dort muss hinterfragen, hey, nur weil jemand sagt, ich bin in Verantwortung, heisst das nicht, dass ich mich so verhalten kann. Und uns ist bewusst, dass wir selber auch eine grosse Rolle spielen in der Entwicklung von Kindern, wenn wir selber ein Vorbild sind. Wow. Habe ich alle? Perfekt. Okay. Gut. Dann habe ich eine letzte Hirnzelle. Ich bin gespannt. Okay. Es steht 4-3. Es steht 4-3 für mich. Okay. Also, es gibt so einen Effekt. Und der Effekt ist, dass wenn du jemanden um einen Gefallen bittest, dass die Person dich nachher gerne hat. Ja. Ja? Der Name ist von einem Präsidenten, ne? Okay, wir kommen gerade dazu. Also ich gebe dir etwas, oder du bittest mich darum, dass ich dir etwas gebe. Ich gebe dir, und in mir drin, nachdem ich dir das gegeben habe, habe ich dich ein bisschen lieber. Der Grund dafür, haben wir auch schon besprochen, ist kognitive Dissonanz. Weil
wenn ich dir etwas gegeben habe, dann muss ich dich ja gerne haben. Also ist mein Verhalten nachher nicht deckungsgleich mit meinem Gedankengut. Und dann tue ich mein Gedankengut anpassen und denke, ich muss die Person ja gerne haben, weil ich kann ihr ja gerade etwas geben. Mhm. Okay. Und du bist da schon auf einem, ich gesehen, du hast da schon eine Fährte. Die 4 Auswahlen sind A. Der Bill Clinton-Effekt. Nein. B. Der Richard Nixon-Effekt. C. Der Benjamin Franklin-Effekt. Ja, ist der. D. Der Roosevelt-Effekt. Oh, da wird er nochmal nervös. shit. Nein. Also A. Bill Clinton, C. B. C. Richard Nixon, C. Benjamin Franklin, D. Roosevelt. C. C ist richtig. Yes, Das ist der Benjamin Franklin-Effekt. Jetzt aber, Random Fact, du hast gesagt, es war ein amerikanischer Präsident gewesen. Der Benjamin Franklin war nie amerikanischer Präsident gewesen. Was mich abgefuckt hat, ich habe gedacht, er war Präsident gewesen, aber er war nie Präsident gewesen. Hey, was hat er denn gemacht? Er war Politiker gewesen, ich glaube, er ist auch der das herausgefunden hat mit dem Blitz, dass irgendwie, wenn du einen Kite drüber hast und so. Ah. Ja, also er ist ein vielschichtiger Mann gewesen, aber er ist selber nie Präsident gewesen. Er war auch in der Politik gewesen. Lustig. Mhm. Dass wir das beide so abgespeichert haben. Ja, und ich bin wirklich so gewesen, weil ich habe ihm nachher gesagt, hey, gib mir einen Namen von Präsidenten, dass ich da halt kann welche reinnehmen kann. Und dann ist so Benjamin Franklin nicht drauf gewesen. Ich so, okay, gib mir mehr. Benjamin Franklin immer noch nicht drauf. Dann bin ich so, okay, ist der Benjamin Franklin? Gib mir mal so ein Resümee, was er so gemacht hat. Und dann ist so gewesen, nachher unten so, er ist aber nie amerikanischer Präsident gewesen. Okay. Mhm. Ja, aber der Benjamin Franklin-Effekt, was er oft gemacht hat, ist bei seinen politischen Gegnern oder Gegenparteien hat er oft darum gebeten, dass er etwas bekommt. Das können ganz kleine Sachen sein, wie so eine Serviette oder irgendwie ein Büchlein oder was auch immer. Und die kleine Aktion von jemandem etwas geben, führt bei uns dazu, dass wir das Gefühl haben, wir haben die Person lieber, als dass wir sie vielleicht haben. Weil unser Verhalten mit unseren Gedanken müssen übereinstimmen. Ja. Darum dort die kognitive Dissonanz. Ich finde das so lustig, weil der Effekt, den haben wir schon früher mal besprochen. Und der ist mir so geblieben. Und du hast gewusst, das ist irgendein Präsident, das ist kein Präsident, aber so ein Name, oder? Und es kommt mir im Fall so oft im Alltag in den Sinn, der Effekt, wenn ich Leuten etwas gebe. Ja. Es kommt mir so oft in den Sinn, Dass du dich selber hinterfragst und so bist so, habe ich sie jetzt lieber? Kann ich sie jetzt lieber? Ja. Ich finde das so lustig. Voll. Hey, ja. Darum, das war es. Ivo, würdest du für mich noch jemanden grüßen? Für dich? Ja. Was würdest du mir den Gefallen machen? So, mit Nein, wen grüßen wir? Wir grüßen. Ich weiss, wen wir grüßen. Yes. Sag mir. An alle Leute, die demnächst ein Date haben. Wir grüßen euch. Grüßen auch ihr jemanden, wenn ihr wisst, sie haben ein Date. Und sagen, hey, by the way, wenn du ein Date hast, geh doch irgendwie auf ein Riesenrad, geh auf irgendwie eine Hängebrücke, geh irgendwie auf eine Achterbahn, irgendetwas, das den Puls ein bisschen aufbringt. Frag zuerst, vor was hat sie oder er Angst, wenn es Spinnen sind. Arachnophobie. Da ist eine Spinne, wir gehen in den Zoo. Gehen in den Zoo, Höhenangst, gehen auf den Uetliberg. Angst vor Wasser, gehen aufs Pedalo. Nein, oh mein Gott, das ist so das daneben. ist toxisch. Nein, das ist daneben. Nein, aber macht etwas, wo der Puls ein bisschen ins Laufen kommt. Bettsport gehört auch dazu. Und mit diesen Worten verabschieden wir euch in die Woche. Bleibt gesund, habt schöne Dates und wir wünschen euch ganz einen schönen Sommer. Ciao miteinander. Tschüss.